Also 3, 2, 1. Hallo zusammen! Mann, du bist unbrauchbar! Gut, also. Also ich kann wieder gehen. Nein, ich brauche dich. Du bist männlich. Ah, nein! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit Mir? Gian Maria Finger. Darf man den also so sagen? So? Das darf man, weil ich heiße ja Gian Maria. Das ist mein Name. Okay, gut. Also hallo. Hallo. Aber wenn ihr mir nicht auf Spotify folgt, bringt es noch rein. Wir machen jetzt zusammen wieder mal ein Video, wer jetzt denkt. Und zwar, was machen wir? Ich errate Bilder, die nur Mädchen verstehen. Wie ihr seht, vielleicht auch nicht, das ist männlich. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Nati. Ja, das ganze Video haben wir schon mal gemacht, und zwar in der umgekehrten Version, in der er als männliche Person mir Bilder zeigt, die Männer verstehen. Genau. Genau. Yes, kannst du mal durch verlinken und dann könnt ihr das anschauen. Wir machen es eben, wie gesagt, umgekehrt, und ich sage es schon mal vorab, logisch betrifft das nicht nur Mädchen, es wird auch Sachen dabei haben mit Schminke und lange Haare und so Sachen. Es ist doch nur oberflächliches Ja. Format, Bilder, die Jungs angeblich nicht verstehen. Genau, darum nehmen wir es nicht ernst, wir Doch. sind da nicht sexistisch. Nehmt es ernst, nehmt es sexistisch. Genau. Und ich würde sagen, Wir labern gar nicht so viel, sondern fangen wir mit dem Video an. Let's go! Oh! Oh! da mutiere ich noch zum Frauenschläger in deinem Video. Oh mein Gott. Wir fangen mit dem ersten Bild an. Ich glaube, das ist nicht mal so schwierig. Das sind Füße. Ah, Ich glaube, ich verstehe das. dann haben wir raus. Weil man nennt mich auch Prinz der Frauenkenner. Ah, Oder- darum schlägst du Frauen. Nein, aber das sind so Stöckelschuhe, die vorne offen sind. Wenn man so einen Abend im Ausgang war, Party macht, dann sind deine Füße nachher so. Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, es müssen immer nur offene Schuhe sein. Es kann allgemein einfach hohe Schuhe sein, weil die gehen Der dann so, Knick immer ist. einfach so, dort geht es einfach rein, dort ist nachher der ganze Druck. Und Bro, wenn du deine Schuhe abziehst, also es sieht nicht immer so aus, es ist einfach fucking geil. Wir haben jetzt ein zweites Bild, und zwar ich lese es kurz vor, für die keinen verstehen. Wenn deine Periode fertig ist, oben dran steht, wenn du keine Binde anhast, oben dran hast, wenn du eine anhast. Gut, ist jetzt auch nicht so schwer, nehme ich an. Ja, Das ist so der typische Vorzeigeeffekt. Oder der typische, man kennt es, ich rasiere mich, bevor ich an eine Party gehe. Also ich meine mit dem, wenn du keine Binde am Schluss von deiner Periode drin hast, dann hast du die ganze Sauerei in deiner Unterhose, Hose und wo auch Genau. immer. Und hast eine Binde drin, passiert das eben nicht. Genau, wahre Also- Frauenkenner. Was glaubt ihr? Schaffe ich alle richtig? Ah, das ist nicht Wunder. Ich werde mit dir das nächste wirst du nicht checken. Das ist nicht Challenge accepted. gut. Also, Das nächste. du hast keinen Plan. Ich weiss, was das ist. Was ist das? Das ist ein BH-Bügel. Ja, Aber was hat das mit etwas auf sich? Ich habe ja keinen Kontext. Ich sehe nur einen BH-Bügel. der ist aber nicht BH. Genau, der sticht immer da so rein, wenn er da rauskommt. Ja, Ja, und dann nimmt man raus. genau. Ja. Linke Auge. Ja, das ist einfach. Das ist so, das habe ich auch. Hast du auch? Ich weiss nicht, auf welchen Bereich in meinem Gesicht ich das kann überziehen warte kurz. aber das ist auf jeden Fall zum Beispiel, wenn ich eine Frisur mache. Wenn ich jetzt so meine Haare würde, zum Beispiel schälen. Ja. Das ist ein ganz anderes Beispiel als das. Aber dann ist so, diese Seite der Haare habe ich so perfekt Frisur getroffen. Und da sieht es einfach nur scheiße aus. Heisst, Ja. die eine Augenbraue hast du so perfekt geschafft und die andere so nicht. Ja. Das ist auch wie wenn du jetzt so ein... Eyeliner. Das ist eben das, was ich auch gemeint habe. Ich kenne es jetzt nicht unbedingt von den Augenbrauen, weil also es gibt ja Leute, die sind ja mega genau und ich mache einfach irgendwie schnell. Und bei einem Eyeliner kannst du es sehr schnell verkacken und es geht einfach nicht gleich aus. Next! Wow, also, es könnte ein bisschen disgusting sein, aber... Du, das Bild ist ein bisschen blöd, wenn du das mir zeigst. Weil ich habe das Gefühl, das sind alles Bilder, die ich verstehe. Das ist voll easy. Ich habe zum Beispiel in einer WG gelebt und Ja. dort haben verschiedene weibliche Personen, die vielleicht in meiner WG geschlafen haben, was die dort gemacht haben, man weiß es nicht. Aber sie mussten auf jeden Fall müssen duschen. Und ich war ja der, der dann die Dusche putzen musste. Heisst, die ganzen Haare aus dem Abfluss raus. Aber das ist halt... Aber wo ist das? Das ist an der Wand. Genau. Aber du musst jetzt nicht sagen, wieso kleben wir das an die Wand? Ah! Scheiße!
Hey Boys, helfen mir schnell! Wieso klebt ihr die an die Wand? Ja, wenn es nicht anders kann, wenn wir es nicht in den Abfluss knallen. Ja, wenn es an der Wand klebt, dann will es irgendwann auch im Abfluss sein. Wir tun es meistens nachher auch noch abspülen, wenn wir es nicht vergessen. Also wenn das irgendeine Frau macht, lost. Aber sag mal, wieso machen sie das? Ja, grundsätzlich ist es so, du machst meistens, wenn du so dich einschamponiert hast oder keine Ahnung was gemacht hast, dann hast du nachher Haar an deinen Händen. Und du kannst die nicht so einfach abwaschen. Und dann ist es viel einfacher, die an der Wand zu kleben, weil die kleben mega gut an der Wand. Dann ist es viel einfacher, die zuerst an die Wand zu kleben und nachher die Wand wegspülen, als die einzeln so wegspülen. Aber machen das alle Frauen so? Oder machst du das einfach du so? Nein, das machen mega viele so, glaube ich. Glaub. Also nicht alle, aber ich glaube, also wieso sollte man es sonst machen? Schreiben Sie Kommis, ob ihr das machen oder nicht. Okay, wir kommen zum nächsten. Ich übersetze so schnell. Das Einzige, was wichtig ist am Ende des Tages. Aber das ist auch nicht so schwierig. Ja, der ist sehr einfach. Der ist sehr Den einfach. checkt, glaube ich, jeder, aber das ist gleich vielleicht. Ja, also das ist so ein bisschen, ich würde sagen, bei mir ist das so ein bisschen das Sockenphänomen, nenne ich das. Dass am Ende des Tages ziehst du Socken aus, liegst ins Bett und denkst so, fühlt sich das gerade geil an, die Socken nicht mehr zu haben. Also es ist einfach der Druck und das ist einfach weg und es ist nichts mehr, wo dort weh tut und Druck macht und so. Girls be like, thanks for the drink. Danke für den Drink. Er ist das Girl wahrscheinlich, oder? Also, Szenario. Ein Girl geht in den Club. Und weil man weiss, dass Männer immer für Girls zahlen, weiss das natürlich auch eine Frau so, die geht dort rein so. Dann kommt ein Mann und sagt so, hey, kann ich auf etwas trinken einladen? Und dann sagt sie ja, geht das Trinken holen. Bye bye, Mann. Ja. Hey, die Welt ist so unfair. Können wir bitte alles so machen, dass in Zukunft mal die Frauen ins Männer einladen? Ja, aber ich finde so, also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man den Mann zahlt, also ich weiß nicht. Ja, das Ding ist, du hockst da mit dem Frauenkenner Nummer 1. Nein, es ist einfach so, dass... Kannst du zuerst erklären, was ist? Okay, also Shampoo ist... Okay, das kennt man. Und Conditioner, ich bin mir im Fall gar nicht so sicher, was Conditioner macht, aber er macht die Haare so glänzig. Genau. Und das, was das Bild da beschreibt, ist halt, dass Frauen immer so Shampoo, du nur so ein bisschen nehmen und so ein bisschen. Und der Conditioner ist halt geil und fühlt sich geil an, von dem nicht mehr so halbe Tauben. Nein, das Ding ist, das Shampoo brauchst du nur für Kopfhaut. Und darum brauchst du nicht so viel. Und Conditioner brauchst du es meistens so, vielleicht kann ich ab den Ohren bis in die Spitze runter. So, wir kommen zum nächsten Bild. Ich glaube, das ist auch wieder obvious. Every girl knows that struggle. Jedes Mädchen kennt den Struggle. Ja? Das ist die typisch, ich habe vorher einen Zopf gedreht Haarwelle. Ja, eigentlich schon. Die Und es gibt wirklich so Haarstrukturen, wo halt, wenn du das Gümmeli rausnimmst, dass es auch immer noch genau so gleich zusammen bleibt. So gleich zusammen bleibt. Genau. Ja, da gibt es glaube ich nichts mehr zu sagen. Ja, bitte sag dir, du spielst das Spiel echt mit dem Falschen, aber ich kann dir eine Story über das erzählen. Ich kann dir auch sagen, wir Jungs kennen das auch. Aber nicht an einem Arm. Es kann auch ein Kondom sein, weil die haben aber auch so einen Ring und der ist auch recht eng, weil dort sollte ja auch rücklaufen. Ich habe nachher so ein Ding an eurem Je nachdem. Aber das ist von einem Haargümmeli da am Arm. Modell. Also das ist jetzt ja nicht schwierig gewesen, sorry. Also und zwar ist es eigentlich nicht ein Bild, sondern eine Konversation. Ich muss dir jetzt kurz vorspielen. Sieht man was? Lauf mal vor. Und? Nee, ist alles okay. Was das für eine Situation ist? Ja. Yeah. Wenn eine Frau in der Regel ihre Regel hat, dann reguliert sich dort Blut, das rausläuft. Und wenn man entweder einen sehr starken Ausfluss hat oder einen kleinen Tampon oder nicht so eine saugstarke Binde oder beides nicht und der einfach anfangen, dann macht es und dann läuft man vorne und schaut, ob man es dahinter, ob man es sieht an meinem Arsch. Und halb richtig. Die Situation, also beziehungsweise es ist wegen der Tage, das stimmt, aber es kommt nicht darauf an, wie fest du deine Tage hast, das. Du fühlst dich immer unsicher. Am meisten willst du den Check machen, wenn du sie noch nicht hast und du hast das Gefühl, es läuft. So, das ist meine Mom. Das sind mega coole YouTuber, die zwei. Und darum sage ich euch, die Glocke aktivieren. Nein, Also, ich bin wieder weg. Ja, ciao! So, das wären jetzt alle Bilder gewesen, die ich hatte. Es ist ein bisschen wack, dass du gefühlt schon alles gewusst hast. Ich hätte jetzt eins mit dem Adi machen.
Weil der hat definitiv keine Ahnung von Frauen. Meine letzte Freundin verloren habe, weil ich YouTube über sie gestellt habe. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und Geben den Daumen ihr nach habt oben. Spass daran gehabt, wie ich Bilder errate, die nur Frauen verstehen. Peace, macht's gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss.